Hallo, liebe Leute, es geht weiter mit Bomberman für den DS. Und da kommt schon unser Taxi. Taxi, stop. Wir gehen auf ein Piratenschiff. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, ab hier konnte, dass der Schwierigkeitsgrad relativ gut anzeigt. Aber die Achievements sind auf unserer Seite, denn hier gibt es nur das normale Achievement, die Welt zu beenden, ohne irgendein Hardcore Stuff-Shit, Items nicht verwenden, Zeugs. Deswegen können wir direkt restarten. Aber mir ist letztens was aufgefallen. Ich glaube, ich habe das einfach falsch in Erinnerung gehabt. Wenn du Items verwendest, außerhalb von den 3 Standard-Items, dann gelten die nur für dieses Level. Außer die Fähigkeiten. Also außer die blauen hier. Die gelben haben sowieso einen Timer. Und die Bomben verschwinden aber dann. Die hast du nur in diesem Level. Das ist wirklich gut zu wissen, weil dann muss man mit dem vielleicht recht gut wirtschaften. Obwohl manche halt eher so ein bisschen Spaßdinger sind. Na, ich deute hier ganz eindeutig auf diese beiden. Alter, aber ich sorge dir eigentlich noch. Keine Sorge, das kommt noch. Aber hier nochmal ein bisschen serious in diesem Story-Mode. Denn ich möchte keine Scheiße bauen. Es geht los. Wir starten im Piratenschiff. Wie heißt die Welt? Gunpowder Gallon oder so? Und hier sind echt viele Gegner direkt am Anfang. Wir schauen mal, dass wir gleich mal ein paar weggelatschen können. Oder zumindest Ohren. Wow. Very amazing, much wow. Und jetzt, oh mein Gott, da ist schon direkt ein richtig gefährlicher Gegner. Und zwar eine Bombe. Bombe. Problem an dieser Scheißbombe ist, die sind recht aggressiv und zünden sie ja gern mal selber an. Bam. Aber wir haben sie Gott sei Dank erwischt. Denn sie verhält sich dann tatsächlich so, wenn sie angreift, wie eine normale Bombe. Und dann können wir sie nicht killen, sondern nur auslösen, wie eben eine normale Bombe. Als hätten wir Kettenreaktion ausgelöst. Und dann steht sie einfach auf und macht einfach weiter, wie vorher. So. So nicht, mein Junge. Den haben wir gerade nochmal abgefangen. Bam. Die Bombe kriegen wir ja direkt. Perfekt. Tröpfchen. Sind auch wieder am Start. Oh, cool. Außen sind das Tröpfchen gekillt. Das kann schon mal passieren. Auf einem Piratenschiff. Und das ist das sogar schon der letzte Gegner. Kuckuck. Und wir stehen direkt im Ziel. Weil wir alles schon geklärt haben. Aha. Hey, irgendwie kämen wir sehr gut durch. Oh. Verpiss dich. So, erstmal Tröpfchen aus dem Weg räumen, die uns am Anfang gespawn-trappt hat. Das ist übel gemein, sowas wollen wir nicht. Oh, jetzt hat man hinten irgendwo im Hintergrund so eine Bombe gekehrt, die selber gerade explodiert ist. Oh mein Gott, da müssen wir aufpassen. Weil der kann A die Blöcke zerstören, in dem Fall die Fässer. Oh shit, an das habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Schau. Und er konnte auch das Ziel treffen. Das ist sehr, sehr schlecht. Aber wir sind schon ready. Da müssen wir echt aufpassen in Zukunft. Es wird nur schlimmer. Es wird nur schwieriger die ganze Zeit. Oh nein. Oh nein, der Gegner ist miese Brise. Der hat nämlich mehrere Leben. Und zwar einige, anscheinend. 3, oder? Okay, ja. Und ist genau wie diese komische
Tintenfisch-Gegner, der über die Blöcke laufen kann und sich trotzdem frei bewegen kann. Oh. Hier wieder die Bombe. Mhm. Jetzt da die gerne tatsächlich die Bombe killen, wenn es recht ist. Dankeschön. Haben wir nur irgendwas? Nicht, gell? Perfekt, wir sind schon wieder fertig. Jetzt kommt das Bonuslevel, oder? Nein, stimmt. Zuerst die Crazy 5. Okay, ich schau mal, vielleicht brauchen wir einen Timer, vielleicht brauchen wir... Geh weg, geh weg. Ah, und da kriegen wir sogar die Bombe direkt wieder zurück. War halt gut, wenn wir die Bombe hier gleich killen könnten. Die haben, ihr seht es ja, gar nicht mehr so viel Feuerkraft. So. Oh. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen aufpassen, dass wir nicht aus Versehen das Ziel hitten. Okay, hier. Great. Jetzt gehen wir ins Crazy Bonus Level und hoffen, dass wir alle Gegner sehr, sehr schnell killen können und somit ganz, ganz schnell an die Items rankommen. Haha! Got it, 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 got it. Und wir sind schon fertig. So, Folgendes wollte ich vorher nur sagen. Ah, ich habe schon wieder nicht umgeschalten. Folgendes wollte ich vorher sagen. Wenn wir oben sterben, dann verlieren wir sämtliche Items, die wir gerade in Gebrauch haben. Das heißt, die 8 von den Standard-Items, die werden wir verlieren. Beziehungsweise 7 eigentlich, weil 1 haben wir ja standardmäßig schon immer drin. Und dann werden die eben hier wichtig, dass wir die hier sammeln. Aber bisher sammeln wir Gott sei Dank nicht gestorben. Oh, das da ich gern so beibehalten, bitte, wenn's geht. Aber man konnte nicht alles haben. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir wollen auf jeden Fall mal sehr, sehr vorsichtig sein und uns direkt am Anfang den Weg freischießen, damit uns nichts passieren kann. Ja, immer schön sicher sein. Vielleicht kriegen wir den... Nein, kriegen wir nicht, okay. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Wenn dort das Ziel ist. Perfekt. Der ist schon mal weg. Dann könnten wir jetzt bitte die Bombe killen. Yes, yes, wir haben es gerade nicht erwischt. War wichtig. Oh, wir haben hier einen Captain zur See mit den Patenten A, B und die 6. Na, A, B, C und die 6, oder? Wir haben den Piratenboss hier am Start. Keine Ahnung, warum der direkt vor der Bombe stehen bleibt. Der hat irgendwie auch keinen Bock mehr aufs Leben. Der kommt einfach nur mal klar. Weil der hat die gleiche Fähigkeit wie dieses komische Irrlicht. Er kann hier... Oh, jetzt wird's kurz kritisch. Okay, alles gut. Er kann eben seinen Umhang benutzen, um dem Schuss auszuweichen. Aber dann müssen wir direkt mit einer anderen Bombe nachsetzen, damit er den Hit kassiert. Aber er ist heftiger als dieses Irrlicht. Bam! Er hält nämlich 2 Hits aus. Soll uns aber nicht stören. Solange es nicht irgendwie 5 von denen sind, ist alles gut. Ey, es ist ja wirklich einfach schrecklich, wenn man gespawnt-trapped wird. War jetzt zwar gerade nicht der Fall, aber das ist wirklich so ziemlich das schlechteste Szenario.
Wir setzen hier mal einen Kill an. Ja. Oh, Double Kill auszusehen. Great. Oh. Nice. Doch noch alle Gegner gekillt, die killen wollt. Der ist mir jetzt hier ein bisschen zu gefährlich. Nein! Ah! Ich muss den Gegner herlocken. Hallo, hier bin ich. Der verfolgt doch nämlich. Okay. Ich habe die Bombe falsch platziert vorher. Aber wir haben sie ja nochmal gebogen, Gott sei Dank. Gut, okay. Sowas darf nicht oft passieren. Ist eigentlich mega chillig. Ich hätte... Oh! Ratten? An die können wir nicht mehr erinnern. Wir haben eigentlich hier in dieser Welt achievement-mäßig, Gott sei Dank, oder eigentlich, das Vergnügen, wir dürfen alles verwenden, aber irgendwie verwende ich es nicht. Mhm. So ja, die vielleicht mal. Aber was verwende ich denn dann? Oh, boah, das war knapp. Okay. Captain down. Captain down. Mhm. Der braucht, glaube ich, auch nur noch einen Hit, oder? Oh, das Shit da, die schon noch gerne mitnehmen. Das möchte ich nicht verbrennen. Aber wir killen ja jetzt die Gegner, oder? Oh nein, ich habe nur einmal getroffen bisher. Dann killen wir ihn jetzt. Das war crazy. Das war crazy. Aber jetzt haben wir ihn. Dass der genau in der Lücke war. Okay. Wie haben wir noch? Wie viel Level? Ich rush ein bisschen zu schnell durch, habe ich das Gefühl. Ja, okay, dann schauen wir mal wieder, was wir brauchen. Ich tue mir direkt ein bisschen Zeit hinzufügen. Ich glaube, das sind nur so 30 Sekunden, die man kriegt. Und heute die Crazy Bombe ready, aber wir brauchen es nicht. Ratte, verpiss dich. Danke. Mhm. 3 Captain also. Das sollte doch machbar sein. Aber nicht in dieser Umgebung. Oh. Ja, jetzt ist es noch schwieriger. Ah ja. Okay, wir killen erstmal die 2. Wir hitten erstmal die 2. Hitten den unten. Und wir haben's. Oh! Hoppla. Ach komm, jetzt mach keine Faxen, ja? So. Komisch, den habe ich doch vorher auch drauf. Ja, das war jetzt ein bisschen viel Zeit, die da draufgegangen ist. Liebe Leute, ich gehe mal wieder auf Nummer sicher. Aber was war das für ein Boss? War der schwach? Ich habe keine Ahnung mehr. Den Boss für Welt 4 habe ich nur in Erinnerung, aber...
Soll ich es wieder riskieren und einfach nur mit der Fernzünderbombe reingehen, ohne Fähigkeiten? Ich glaube, ich mach's nur einmal. Let's go. Ohne oh nein! Nein, das ist der Boss, den ich gewarnt habe eigentlich. Okay. Warte, ich treffe den überhaupt nach. Aha. Der kommt mit seiner... Oh! Was ist denn er für einer? Das weiß ich ja gar nicht. Okay. Kommt mit seiner... Was? Okay. Mhm. Nein! Mein Gott, was mach ich denn? Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ich hab wieder den umgeschaltet, die Volltrottel. Ich war so angespannt. Mit seiner Krebsklaue kann er die Bomben entschärfen. Boah. Aber dass das so dasht, habe ich auch nicht gewusst. Diesmal war das Spielfeld ein bisschen anders. Ihr habt es ja schon gesehen, diesmal waren es nicht nur so Röhren, wo man nach oben gehen kann, sondern da war wirklich eine freie Fläche. Du hast nicht diese Spalten gehabt, sondern wirklich einen freien Raum, wo du die bewegen können hast. Und wir haben sehr, sehr schnell sogar das Piratenschiff zerstört. Und das Böse abwenden können. Wieder einmal. Leute, die nächste Welt findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung definitiv nicht vergessen. Danke für jeden Kommentar. Bis zum nächsten Mal.